Und im Haus vom Vater finden wir eben Liebe, Annahme, Geborgenheit nach dem, wo wir uns sehnen. Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite. Am Tiefpunkt fährt der Weg gegen Heim an. Ich möchte euch kurz den Text lesen. Dani, du kannst noch einblenden. Merci vielmals. Lukas 15, Vers 15 bis 19. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, um die Schweine zu hüten. Und er hätte gerne seinen Bauch mit den Schoten gefüllt, die die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Da ging er in sich und sagte: Wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die Brot in Fülle haben, und ich komme vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin hinfort nicht mehr wert, dass ich dein Sohn genannt werde. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Ja, ich denke jetzt so, der Text, wenn wir den so hören, ist doch ein bisschen aus dem Zusammenhang raus. Darum wollen wir doch zusammen kurz die Vorgeschichte angucken von unserem Predigttext. Und zwar sind wir im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Eigentlich mit im Lukas-Evangelium. Und vor dem Gleichnis vom verlorenen Sohn stehen schon zwei andere Gleichnisse. Nämlich das vom verlorenen Schaf und von verlorenen Münzen. Beide Gleichnisse handeln davon, dass etwas ist verloren gegangen, dass das etwas ist umgefunden worden und über die Freude im Himmel über einen Sünder, der umkehrt. Die ersten beiden Gleichnisse weisen auf das dritte her, ein gewisses. Weil weder Schaf noch Münzen können von sich aus umkehren oder können von sich aus gefunden werden. Und darum bildet unser Gleichnis der Höhepunkt von dieser Reihe. Man könnte sogar sagen, es bildet der Höhepunkt vom Lukas-Evangelium. Ich habe auch mal gelesen, die drei Gleichnisse oder die Gleichnisse im Lukas 15 und 16 sind so der Höhepunkt vom Lukas-Evangelium und das vom verlorenen Sohn ist so der Höhepunkt vom Höhepunkt. Das habe ich noch spannend gefunden. Aber jetzt wollen wir in unsere Geschichte eintauchen. Und zwar lesen wir in den Versen 11 bis 14 von einem Vater mit zwei Söhnen. Da werden Familienverhältnisse aufgeklärt. Zwei Söhne und ein Vater. Der jüngere Sohn von den beiden geht zum Vater und verlangt nach seinem Erbteil. Er fragt: Kannst du mir das geben, was mir eigentlich zusteht, wenn du stirbst? Und ganz entgegen der jüdischen Tradition gibt ihm der Vater das Erbe. Er gibt dem jüngeren Sohn, was der verlangt, was der will. Weiter geht es in der Geschichte, dass nach wenigen Tagen der Sohn sein Erbteil in Geld umwandelt. Ich habe mir das so ein bisschen überlegt, wieso, und habe dann gedacht, ja, der hat ja vermutlich einfach Herden, Schafe und Rinder bekommen, vielleicht etwas Häuser. Und das kannst du irgendwie nicht so mitnehmen. So in den Hosensäcken hat das nicht so Platz. Darum hat er sein Erbteil in Geld umgewandelt. Er hat seine Herden verkauft, er hat seinen Besitz verkauft und ist mit dem Geld, das er da hat bekommen, ist er in ein fremdes Land gezogen. Er hat sich von seinem Vaterhaus gelöst. Er hat sich befreit von der Autorität vom Vater. Wir könnten sagen, vielleicht für das mit einem modernen Begriff zu füllen, das Ganze, er hat sich emanzipiert. Beim Vorbereiten dazu ist mir etwas Persönliches in den Sinn gekommen. Ich bin etwa vor 10 Jahren auf Südamerika gereist, das erste Mal. Ich bin von daheim fortgegangen, ich habe eine Sprachschule besucht und ich habe viele verschiedene, wunderschöne Länder besuchen.
und entdecken. Aber rückblickend habe ich ein bisschen erkannt, ich habe mich auch ein Gewisses gelöst von Gott. Ich habe nicht nach seinem Willen gefragt. Ich habe nicht nach seinem Plan für mein Leben gefragt. Ich wollte einfach reisen. Ich wollte die Welt entdecken. Ich wollte das Leben geniessen. Es ist um meine persönliche Bereicherung gegangen. In gewisser Art und Weise bin ich wie ein bisschen der verlorene Sohn gewesen. Ich habe mich aufgemacht, aus der Gegenwart Gottes raus, auf den Weg. Als nächstes sehen wir im Gleichnis, dass der Sohn sein ganzes Vermögen aufgebraucht hat. All das, was er vom Vater empfangen hat, ist fort. Er hat ein heilloses Leben geführt. Das Wort heillos ist noch spannend. Quasi der äußere Zustand, wo er drin war, hat eigentlich sein Innere widergespiegelt. Er hat sein Heil verloren. Als nächstes lesen wir, dass eine Hungersnot über das Land kommt. Das war dann zumal nichts Außergewöhnliches. Das hat es ab und zu mal gegeben, dass einfach irgendwie Hunger ist ausgebrochen. Darum ist es so nicht erstaunlich, dass das hier passiert. Und der Sohn fängt an zu darben. Das Wort darben kann bedeuten, zu spät kommen, verfehlen oder ausgeschlossen sein. Der jüngere Sohn ist ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit dem Vater. Da herrscht Mangel. Ein geistlich fruchtbares Leben ist da nicht möglich. Die Emanzipation vom Vater, also von Gott, endet laut Jesus im Mangel. Und hier steigen wir jetzt in unseren Bibeltext ein. Wir lesen im Vers 15, dass sich der Sohn an einen Bürger von einem fremden Land hat gehängt und ging hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Wer nicht von Gott abhängig ist, der ist von Menschen abhängig. Und das Anhängen ist nicht mehr von Optimismus geprägt, wie wir am Anfang der Geschichte gehört haben, wo er vom Haus raus ist gegangen und denkt, jawohl, jetzt kann ich die Welt entdecken, jetzt erlebe ich etwas. Da war noch Optimismus drin, aber hier ist das alles fort. Das Anhängen passiert aus einer ganz tiefen Not heraus. Und der Bürger von diesem Land stellt ihn auch nicht freiwillig an. Das zeigt der verwendete griechische Begriff. Es bedeutet nämlich, das Anhängen. Er musste betteln. Er hat den Bürger bedrängen, bis er ihn angestellt hat. Der Sohn hat sich dem Bürger ehrlos ausgeliefert. Und wo sind jetzt seine Freunde? Vorher, als er noch Geld hatte, hat er Freunde gehabt. Dann, wo noch Geld herum war, waren Freunde da. Aber wo sind die Freunde jetzt? Sie sind fort, als wären sie gar nie da gewesen. Aber als ob das nicht genug wäre. Es kommt noch schlimmer. Der Sohn muss die erniedrigendste Arbeit tun. Wir lesen, der schickte ihn auf seinen Acker, die Säue zu hüten. Das ist die erniedrigendste Arbeit, die ein Jude tun kann. In ihrer Gesellschaft, in ihrem Denken, hat das Tier als unrein gegolten. Und das Tier hat er hüten. Ein Jude hat eigentlich nichts mit Schwinden zu tun haben. Sie haben sie nicht essen, aber sie haben auch sonst nichts mit denen zu tun haben. Stellt euch mal den tiefen Fall vor, den der junge Sohn mitgemacht hat. Er ist vom reichen Grossgrundbesitzer oder vom Sohn von einem reichen Grossgrundbesitzer zum Schwindehirt geworden. Er hat die tiefste Arbeit machen, was für ihn nur gegeben. Im Vers 16 lesen wir, dass ihm niemand von diesem Schwindefutter gegeben hat. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass das vermutlich das hier war. Johannisbrotbaum, Schoten. Ich habe die mitgenommen oder bestellt. Die kann man also tatsächlich essen. Sie sind nicht so schlecht. Sie sind relativ süß. So im Maul sind sie besser wieder zum Schmecken.
So muss ich sagen. Und von dem hat er nicht essen. Er hat nicht mal das Schwindefutter essen, das vermutlich nicht viel gekostet hat. Und das lässt doch erahnen, wie tief dass er gesunken ist. In der gesellschaftlichen Hierarchie steht er ganz weit hinten. Man kann vermuten, dass hier im Text oder im Griechischen, dass er sogar unter den Sklaven war. Dass er weniger war als ein Sklave und darum musste Schwinden hüten und nicht mal von dem Futter hat bekommen. Wir sehen also ein riesengroßes Elend. Er ist in einem fremden Land, er muss einem fremden Menschen dienen und verdient nicht mal genug Geld, um satt zu werden. Er darf nicht mal das Schwindefutter essen. Sein Zustand ist zutiefst erniedrigend. Bei mir, würde ich sagen, in meiner Geschichte war der Fall nicht so tief gewesen. Aber auch ich habe erlebt, wenn ich jetzt so ein bisschen zurückgucke, in meiner ersten Zeit in Südamerika, so ein bisschen mit einer gewissen Distanz zu Gott. Ich habe mich innerlich von ihm entfernt, bin fortgegangen von ihm. Ich habe die Bibel gelesen und habe zwischendurch stille Zeit gemacht für mich. Aber es war mehr so gerade, wenn ich gedacht habe, ja, jetzt passt es eigentlich noch gerade gut. Ja, jetzt bin ich gerade ein Moment für mich. Jetzt kann ich gerade. Gottesdienste habe ich bis auf wenige Ausnahmen eigentlich selten besucht. Ich war vielleicht 1 oder 2 Mal in einem Gottesdienst gewesen. Ich habe eine geistliche Dürrezeit erlebt. Mein Glaubensleben ist weder gestärkt noch gefördert worden. Aber es geht weiter. Und der jüngere Sohn bleibt nicht in seinem Elend stecken. Das lesen wir im Vers 17. Da ging er in sich und sprach. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, als er zu sich kam. Das bedeutet so viel wie zur Besinnung kommen. Das ist eine radikale Änderung von seiner Gesinnung, von seinen Gedanken. Man könnte so ein bisschen 3 Schritte aufzeigen. Und zwar erstens erwacht er aus einer Art Rauschzustand. Man könnte auch sagen, ein gewisses, er wird nüchtern. Er kann um mich klar denken. Seine Gedanken werden auf einmal um mich klar. So der Nebel vom Rausch verschwindet. Zweitens, er stellt sich seiner eigenen Situation. Er denkt ganz ehrlich über seine Situation nach und überlegt sich, was denn das bedeutet. Und drittens, er tut Buß. Das heisst, er stellt sich Gott und seiner Schuld, die er begangen hat. Und diese innere Weichenstellung ist für Jesus eine Entscheidung, die ein Mensch selber treffen kann. Und da sehen wir den Unterschied zu den ersten 2 Gleichnissen, wo beide mal etwas verloren ist gegangen und etwas ist umgefunden worden. Hier, der jüngere Sohn, fängt selber anfangen umdenken und sich überlegen, was denn das bedeutet. Es ist eine Not vorhanden und die Not drückt und bedrängt. Aber Not alleine ist eben noch gerade nicht Umkehr oder Buß. Der Sohn hat das Vaterhaus nicht ganz vergessen. Irgendwo in seinen Gedanken, vielleicht ganz weit hinter, vielleicht so viel weit hinter, hat er gedacht, das war doch mal das Vaterhaus. Er erinnert sich daran, wie es da war. Die Erinnerung an Überfluss, wo selbst jedem Arbeiter ist zu gut gekommen, bewegt der Sohn zum Umdenken. Man könnte vielleicht die Erinnerung auch nennen, irgendwie an das Paradies. Oder irgendwie so eine tiefe Ahnung an Himmel. Oder vielleicht hat er einfach irgendwie an so eine Hoffnung gedacht. Oder einfach Glück. Sein aktueller Herr ist ganz ein harter Herr. Er gibt ihm nicht genug zu essen. Er muss Mangel leiden. Und vermutlich steckt in diesem Satz, ich komme um vor Hunger. Oder hier, und ich verderbe hier im Hunger. Mehr weder nur ein leerer Magen. Es ist ein Hunger nach Liebe,
nach Geborgenheit und Annahme beim Vater. Weil sein Vater ist ja sogar zu Tagelöhner gut gewesen. Jeder hat genug zu essen gehabt. Und im Haus vom Vater finden wir eben Liebe, Annahme, Geborgenheit nach dem, wo wir uns sehnen. Die Gedanken, die der jüngere Sohn hatte, führen auch zur Tat. Ich will mich aufmachen, im Vers 18. Gute Absichten sind so das eine, aber gute Taten sind entscheidend in dem. Die Änderung der Gesinnung muss auch umgesetzt werden. Er muss sich vom Alten lösen oder den Weg zum neuen Leben antreten. Er kann nicht einfach in seinem Schwindestall hocken und sagen, ja, beim Vater ist es gut und ja, da ist es besser gewesen. Er muss sich auch wirklich auf den Weg machen. Es muss seine Gedanken müssen zu Taten führen. Und auch hier ist es noch spannend. Er darf ihn immer noch Vater nennen. Wir lesen, Vater, ich habe gesündigt. Er nennt ihn Vater. Jeder Mensch bleibt Eigentum von Gott. Aber der tiefe Sinn von meinem Vater gehört nur denen, die durch Bekehrung und Glauben an Jesus Christus Kinder Gottes sind worden. Das lesen wir in der Bibel im Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und der Sohn will auch nicht nur heimlich zurückkehren und irgendwie so zur Hintertür rein und sagen, zack, da bin ich um mich. Und es ist doch nichts passiert. Wir tun so, als wäre gar nichts passiert. Vielleicht so, wie wir manchmal doch als Kind irgendwie eine Seiche gemacht oder etwas. Und er hat gesehen, ja, ich schleiche mir jetzt gerade hinter rein. Oder wenn man zu spät ist gekommen, irgendwie heim zum Mittag vor der Schule, hat es bei mir auch manchmal gegeben. Und er so hinter reinschleichen und irgendwie sehen, ja, ich bin ja da und ich bin ja schon lange da. Und die Mutter merkt es dann nicht. Nein, er hat zu seinem Vater gehen und sagen, ich habe gegen dich und gegen den Himmel gesündigt. Der Himmel wird hier als Ersatzwort für Gott gebraucht. Im jüdischen Denken hat man nicht das Wort Gott an sich ausgesprochen, darum hat man häufig ein anderes Wort gebraucht und hier in diesem Fall ist es Himmel. Und ohne Sündenbekenntnis gibt es für Jesus keine Bekehrung. Darum braucht es ein Schuldbekenntnis. Und das bezeugt die ganze Bibel. Wir sehen das am Beispiel für die letzten Sonntag da waren, vom Zachäus im Lukas 19, Vers 8. Da lesen wir, Zachäus aber trat hin und sagte zum Herrn, sieh, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Er bekennt seine Schuld. Und das Bekennen von Sünde ist wichtig, dass wir Frieden bekommen. Und wir müssen uns fragen, wo müssen wir uns vor Gott schuldig bekennen? Wo haben wir uns von ihm entfernt und wo haben wir ohne ihn leben? So habe auch ich auf meiner Reise auf Südamerika erkannt, also erst rückblickend, erkannt, dass ich mich von Gott entfernt habe. Ich habe meine Schuld bekennen und ihn um Vergebung bitten. Ein gesundes, geistliches Leben braucht eben das Aussprechen von Schuld. Der Sohn will zurück und sich als Tagelöhner anstellen. Aber die Tatsache, dass er als Sohn vom Hausherr, dass er als Sohn vom Vater geboren ist, die kann nicht einfach so aufgehoben werden. Das bleibt bestehen. Das sehen wir nämlich im nächsten Vers von Lukas 19, vom Zachäus, wo Jesus nach ihm sagt, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Da sehen wir, dass eben auch der verlorene Sohn, der fort ist gegangen,
hat das nicht können rückgängig machen. Er ist ein Sohn vom Vater geblieben. Und die Zusage für den Zachäus ist nicht beim Zachäus oder bei den Juden bleiben stehen, sondern sie ist auf uns übergegangen. Das lesen wir im Galater 3, Vers 7. Die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Söhne. Also zählt das auch für uns, wenn wir lesen, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Wir dürfen durch Glauben, dürfen wir Abrahams Söhne sein und Teilhaber von der grossen Gnade. Zurück aber zu unserem Gleichnis. Der Sohn will die Stellung vom Sohn nicht mehr annehmen. Ganz am Anfang der Geschichte war es ihm zu wenig. Hat er gesagt, nee, das reicht mir nicht. Ich will nicht Sohn sein. Ich will frei sein. Ich will können machen, was ich will. Er hat selbstbestimmt leben. Und jetzt plötzlich lenkt ihm die Stellung als Tagelöhner. Mache mich einem deiner Tagelöhner gleich. Ein Tagelöhner im Haus vom Vater ist besser als ein Sohn, der sich vom Vater gelöst hat und autonom leben will. Gott lässt sich gern von reumütigen Menschen Vater nennen. Die Sünde gegen Gott führt ins Verderben. Weil der Sohn gegen seinen lieblichen Vater gesündigt hat, hat er eben zuerst auch gegen Gott gesündigt. Gott verbietet nämlich die Sünde. Es heisst in den 10 Geboten, Ehre Vater und Mutter. Und so ist es eben, dass der Sohn sagt, ich habe gegen den Himmel und vor dir gesündigt. Und nicht nur vor dem Vater. Sonst vor dem Vater hätte er einfach her können und sagen, es tut mir leid. Aber hier hat es mehr gebraucht. Hier hat es das Umdenken gebraucht vor Gesinnung. Und der Sohn bleibt nicht bei seinem Entschluss stehen. Und ich glaube, auch da könnte er einfach sagen, ja gut, jetzt habe ich es ja jetzt eingesehen und erkannt, aber hätte beim Schwindehüten können bleiben. Nein, er geht tatsächlich zum Vater zurück. Und der Vater nimmt ihn ohne zu zögern auf. Das kommt nach unserem Bibeltext, lesen wir dann das. Der Vater nimmt ihn ohne Zögern auf. Sie feiern ein Fest, wie wir schon von den ersten beiden Gleichnissen gehört haben. Sie feiern ein Fest über das Verlorene, das umgefunden ist. Über das Verlorene, das selber ist zurückgekommen. Er kommt zurück zum Vaterhaus und er darf sich Kind von Gott nennen. Und so bin auch ich zurückgekommen von Südamerika. Auch wenn ich mich vielleicht nicht gerade ganz so weit entfernt habe wie in der Geschichte der verlorene Sohn, durfte ich zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid. Ich habe mich von dir entfernt. Kannst du mir vergeben? Und er hat mich angenommen, so wie ich bin. Ich durfte ein zweites Mal auf Südamerika reisen. Ich habe die Sprache schon ein bisschen gekannt, ich habe die Kultur schon ein bisschen gekannt. Und das Mal habe ich einen Einsatz gemacht. Ich bin nicht mehr zu meiner persönlichen Belustigung gegangen, sondern ich konnte Reich Gottes bauen. Ich durfte Gott dienen. Ich habe geistliches Wachstum erlebt in dieser Zeit. Ich habe Stärkung erlebt in dieser Zeit. Und Gott, habe ich auch das Gefühl gehabt, wenn ich so zurückgucke, Gott ist bei mir geblieben. Er hat mich nicht verlassen. Ich bin nicht aus eigener Kraft gegangen, sondern ich bin gegangen, um Gottes Reich zu bauen. Das Gleichnis zeigt uns ganz deutlich, was es braucht, um ein Kind Gottes zu werden. Es braucht Umkehr und Buß, da wo wir uns von Gott entfernt haben. Es braucht ehrliche Erkenntnis, dass wir vor Gott schuldig wurden und versucht haben, ohne ihn zu leben. Wir wollten unabhängig sein. Wir suchen Erfüllung und Glück außerhalb vom Haus vom Vater. Aber wahres Leben finden wir nur beim Vater. Und Umkehr fängt tief im Herz an. Aber sie bleibt nicht bei unserem Herz stehen, sondern sie führt dazu, dass wir uns aufmachen
und zu Gott kommen. Wir dürfen unsere Schuld vor ihm aussprechen und ihn um Vergebung bitten. Gott weist niemand ab, der in Ruhe zu ihm kommt. Er nimmt uns an, er stellt Gemeinschaft um ihn her und wir dürfen ihn Vater nennen und als seiner Kind leben. Vielleicht bist du heute hier und merkst, ich bin noch gar kein Kind Gottes. Ich bin noch gar nicht in diesem Vaterhaus. Oder du merkst so eine gewisse Distanz zwischen dir und Gott. Du lebst getrennt von ihm. Aber du möchtest die Kindschaft annehmen. Und dann lade ich dich heute ein. Mach einen Schritt auf Gott zu. Wir haben hier vorne ans Kreuz. Komm vorne zum Kreuz und nimm so eine Johannisbrotbaumschote. Die darfst du dann auch heimnehmen, so als Andenken an das, was du gemacht hast, für die Entscheidung, die du getroffen hast. So als Sinnbild für das alte Leben, das man eben nehmen will. Das Trennsein vom Gott, das müssen Schweindefutter essen, dass man das nehmen will. Komm zum Kreuz führen, bekenn deine Schuld und wende dich Gott zu. Es sind dann Leute da, die für dich gerne beten. Oder stüpf die Nachbar an und frag, hey, kommst du mit mir, die Entscheidung festmachen? Aber vielleicht bist du heute hier und denkst, ja, aber ich bin doch schon lange ein Kind Gottes. Die Geschichte betrifft mich ja gar nicht. Bin ich denn für nichts jetzt heute Morgen in die Predigt gekommen? Nein, ich glaube es nicht. Weil wir können auch uns als Kind Gottes von Gott eben entfernen, innerlich entfernen. Vielleicht so, wie ich auf Südamerika bin und mich innerlich entfernt habe von Gott. Vielleicht lebst du in deinem Leben in gewissen Bereichen getrennt von Gott. Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du merkst, da frage ich nicht nach Gottes Willen. Da frage ich nicht Gott nach seinem Plan. Nimm dir einen Moment Zeit und prüf dich ganz persönlich vor Gott. Frag ihn, wo habe ich mich entfernt von dir? Wo lebe ich mein eigenes Ding? Und auch dich möchte ich ermutigen, komm voran zum Kreuz, nimm so eine Johannisbrotschote mit und leg die Sachen vor Jesus ab. Leg sie bewusst vor ihm ab. Tu dich neu auf ihn ausrichten und frag ihn, wo willst du mich haben? Was ist der nächste Schritt in meinem persönlichen Glaubensleben? Das Gleichnis lädt uns immer ein, zum Vater zurückzukommen. Nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen. Nicht aus Pflicht, sondern aus Liebe. Lasst uns unser Leben ging um mich auf Gott ausrichten und ihn fragen, was sein nächster Schritt für uns ist. Wir werden jetzt ein Musikstück hören. Merci, Adi, für das. Und die wirklich das Gefühl haben, oder die Entscheidung treffen, ein Kind Gottes zu werden, sollen vorkommen zum Kreuz und die Entscheidung festmachen. Stüpft jemand an, links oder rechts, wo ihr wisst, mal, der ist schon unterwegs. Oder kommt auf mich zu, oder auf die Judith, dürft ihr sicher auch zukommen. Und fragt, helft ihr mir, die Entscheidung festzumachen. Aber nehmt euch auch die Zeit von diesem Musikstück, wenn ihr schon ein Kind Gottes seid. Überlegt euch, wo bin ich denn, habe ich mich entfernt von dem Gott? Wo bin ich getrennt von ihm? Und komm auch dafür an, nimm so eine Schote und bring es vor das Kreuz. Amen.